Konsumentenschutz, den haben wir zu Lützeburg. Und zwar aufgrund von einem Lützeburger Gesetz, das auf europäisch Recht abgebaut ist. Ja, schon seit ganz langer Zeit hat Europa dafür gesorgt, dass seine Bürger als Konsument aufgesichert sind. Und das ist gut so. Weil den einzelnen Bürger kann sich ja schwer wehren, wenn er als Konsument von einem unehrlichen Vendeur ein fehlerhaft Ware angedreht kriegt. Dafür ist es gut, erstens, dass bei uns an der Regel ehrliche Geschäftsleute sind, die ihre Klienten ordentlich servieren. Und zweitens, dass für den Ausnahmefall klare Regeln bestehen, für den Konsumenten zu beschützen. Und dann drittens, wir auch eine solide Konsumentenschutzorganisation haben, die Bürger beraten und gegebenenfalls verteidigen kann. Die Regeln, zum Beispiel die Dauer von der Garantie oder das Recht, ein Produkt zurückzugeben, die gelten sowohl am Bereich von den normalen Geschäften wie auch am Internethandel. Was wir aber in Europa und damit auch zu Lützeburg nicht tun, das sind die sogenannten Sammelklagen, auf Französisch Recours kollektiv, wenn eine Reihe geschädigter Konsumenten sich zusammenschließen, für gemeinsam ein Klo gegen den unehrlichen Händler anzuregen. Für was? Weil wir gesehen haben, dass so ein System zu einer regelrechten Kloenindustrie führen kann, wo es nicht mehr um den Konsumentenschutz geht, aber um ein Geschäft an Revenu für Affenkoten. In Amerika zum Beispiel hat das System sich zu einer richtigen Plo entwickelt. Und dafür wollten Politiker in Europa nicht auf den Weg gehen. Lo sind es aber etliche Entwicklungen gehen, die zum Umdenken gefordert haben. Kann den einzelnen Bürger sich überhaupt am digitalen Bereich noch wehren, wenn er ein Problem hat mit Google, Facebook oder Apple? Wohl kaum. Und dafür ist an dem neuen Datenschutzgesetz für die erste Kehr an den europäischen Regeln ein echt Recours kollektiv angeschrieben gehen. Aber nicht auf amerikanisch, sondern auf eine ganz europäische Manier. Nicht durch die Vermittlung von Advokatenbüros, sondern unter der Responsabilität von Datenschutz- oder Konsumentenschutzorganisationen, die sich da selbstverständlich durch spezialisierte Advokaten beraten lassen. Das neue Datenschutzgesetz ist recht kurz am Gebrauch. Schon sind eine Reihe Klagen angeregt gegen Facebook an Österreich für 1,3 Milliarden Schuldenersatz, gegen Google an Frankreich für 3,7 Milliarden, gegen Instagram an Belgien für 1,3 Milliarden, gegen WhatsApp an Deutschland für 1,3 Milliarden auch. All die Affären vertreten Konsumenten, eine Reihe Konsumenten, die gegen ungesetzlichen Missbrauch von ihren persönlichen Daten klagen. Mal gucken, was bei diesen Affären herauskommt. Aber etwas ist aber klar. Die neuen Regeln werden nicht nur am Internetbereich angewandt gehen. Die deutsche Regierung zum Beispiel hat ein Gesetz auf den Weg gebracht, für das Konsumenten als Sammelklagen gegen die Automobilindustrie führen können. Der Dieselskandal hat bewiesen, dass den einzelnen Autoskäfer wohl lang sich nicht effektiv wehren kann. Auch auf europäischem Niveau dreht sich etwas an dem Sinn. Das System, das ich als Kommissarin an den Datenschutz angeschrieben habe, wird von der EU-Kommission an einer neuen Proposition überholt, für das Konsumenten auch an anderen Sektoren mehr gerecht behandelt können gehen und mehr effektiv handeln können. Richtig. Weil es kann doch nicht sein, dass Volkswagen in Amerika 475.000 Autobesitzer mit 10 Milliarden Dollar entschädigen muss, mit den europäischen Autobesitzer durch eine Tausende Lützebäuer nicht geholfen kriegen, weil sie müsste ja für ein Einzel eine Gerichtsaffäre aufhängen. Übrigens hat die Lützebäuer Regierung an dem Sinn nach gut nicht budgetiert. Für was eigentlich, frage ich mich. Das ist doch eine Frage, die nicht nur Gestalt muss gehen, sondern die auch nach der Wert ist, beantwortet zu gehen. Also lassen wir die Diskussion mal aufhängen, an die Antworten gehen.